Willkommen zum heutigen GVC-Talk. Ich freue mich, Erika und Johannes zu befragen. Und zwar habe ich sie schon seit Jahren eigentlich immer so ein bisschen miterlebt. Ich bin etliche Mal, vor allem auch in Griechenland, mit euch zusammen dort gewesen und habe immer wieder ein bisschen beobachten, wie sie miteinander unterwegs sind. Und natürlich ist es jetzt ein Privileg, endlich mal all die Fragen zu stellen, die man sonst nie so stellen kann. Und darum einen herzlichen Willkommensapplaus für euch zwei. Du darfst noch schnell stehen bleiben, weil es ist ja nicht einfach so irgendwie der Anlass dazu, sondern es ist ganz speziell. Johannes und Erika haben gestern ihr 50-jähriges Hochzeitsjubiläum gehabt. Wow! Und wir wollen euch da nochmal herzlich gratulieren. 50 Jahre, das ist wirklich eine Riesenzahl. Und unglaublich, wie lange dass ihr da miteinander unterwegs sind. Ich glaube, alleine diese Zahl ist ein riesen Vorbild. Und ich glaube, da lohnt es sich, anzusitzen und mit euch ein paar Fragen zu bewältigen und miteinander zu schauen, wie ihr das so gemacht habt. Jetzt, wir stellen dann da ein bisschen voreinander, auch wenn er wirklich wunderschön ist, dass man euch noch ein bisschen besser sieht. Ist das gut? Was habt ihr gestern an eurem Hochzeitstag gemacht? Wir haben 55 plus gehabt. Geschafft. Ja, wir leiten also das 55 plus miteinander mit einem tollen Team und wir haben gestern ein Thema gehabt dort. Das Thema ist die Kunst des Loslassens. Und also gefeiert habt ihr? Nein. Gar nicht. Gar nicht, nein. Ja, und wann feiern ihr noch feiern? Vielleicht heute Mittag noch ein bisschen, aber wir haben eben schon zweimal gefeiert. Das ist auch gut. Irgendwann ist genug gefeiert. Ja. Ja, Erika, kannst du dich dann noch erinnern an euer allererstes Date, das ihr hattet? Ja, sehr gut. Ja. Da war ich etwa 16 und da durfte ich am Sonntagnachmittag im Zentrum Dös tanzen mit meiner Freundin. Wir waren dann zwar nur zu vierten gewesen, ein Mann, den wir nicht kennt haben, und der Johannes. Und der Johannes ist mich von Anfang an gerade sofort geholt und hat den Eindruck gehabt, er müsse mich beschützen vor einem anderen Mann. Das hast du gut gemacht, Johannes. Ein guter Beschützer gewesen. Es ist ein bisschen weitergegangen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Sicherheit plötzlich da war, mit 20 schon zu heiraten? Ja, wir sind noch zweimal auseinandergegangen. Einmal habe ich das Gefühl gehabt, es gäbe noch hübschere Mädchen. Und einmal hat Erika das Gefühl gehabt, es hätte noch Mütter mit besseren Buben. Und nach dem zweiten Mal auseinander sind wir wieder zusammengekommen und haben das Gefühl gehabt, jetzt ist es Zeit zum Heiraten. Würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt da vorne hockt, ihr führt eine Vorzeige-GVC-Ehe? Oh, was ist das? Ich weiss es nicht. Nein, wir führen keine Vorzeige-Ehe. Vor allem am Anfang unserer Ehe war es keine Vorzeige-Ehe. Und die Ehe kann man nicht vorzeigen, die Ehe muss man leben. Ja, das ist sehr schön gesagt. Und ich glaube, das trifft es auch, wenn man euer Leben ein bisschen kennt. Euer Einstieg, der war ein bisschen holprig. Eifersucht, die einen kennen das Thema. Wenn man eure Bücher liest, dann liest man auch dort drin, dass das Thema sehr präsent war. Für mich war immer, als ich das so durchgelesen habe, Erika, du bist eifersüchtig gewesen. Wie hat sich das konkret gezeigt in eurer Ehe? Ja, es war also ganz, ganz, ganz krass gewesen. Wir hatten im Hochzeitskar schon Lampen gehabt und Hochzeitsferien, das war nichts gewesen. Wir wären am liebsten wieder heim. Ich bin eifersüchtig auf andere Frauen
Also wenn wir auf der Straße gelaufen sind und er jemanden angeschaut hat und dann habe ich schon gefragt, du, was ist mit der anderen, ist die schöner als ich? Und so ist das abgelaufen. Und wir haben dann zuerst gedacht, ja, wenn wir dann mal immer zusammen sind, wenn wir geheiratet sind, bessert das. Aber das war nicht der Fall gewesen. Und ja, wir haben gestritten, wir haben einander Zeug an den Kopf geschossen, Kopfküsse. Wir sind mit kleinen Augen am Morgen haben wir müssen arbeiten. Das war also ganz, ganz schlimm gewesen. Johannes, wie war das für dich in dieser Phase? Also ist es für dich mehr nervig gewesen? Jetzt kommen schon wieder die blöden Fragen und die Eifersucht und überhaupt? Oder ist es manchmal auch an die Substanz gegangen, weil es irgendwie ein Misstrauen auch ist von der Partnerin? Ganz ehrlich, es war zerstörend. Ja. Wenn wir mit Merkos aufgelaufen sind, habe ich nicht mehr gewusst, wo ich hinschauen muss, weil ich keine Frauen anschauen durfte. Und dann hat meine Frau gesagt, warum schaust du jetzt so komisch rein? Und manchmal habe ich nicht mehr gewusst, wie schauen. Wenn ich heimgekommen bin, am Abend vom Arbeiten, ist das Theater losgegangen. Mit wem hast du Kaffee getrunken? Mit wem hast du das Mittag gegessen? Mit wem hast du das Vieri genommen? Wer hast du noch getroffen unterwegs? Und das ist echt an die Substanz gegangen. Wie hast du das für dich bewältigt? Ja, ich bin oft zu meiner Schwester gegangen und ihrem Mann. Mit ihnen konnte ich darüber reden. Und dann sind wir ja miteinander in eine Ehetherapie gegangen. Zuerst zur Psychiaterin und dann zum Eheberater. Das hat dir nicht mega viel gebracht. Es hat uns leider gar nichts gebracht. Was hat denn etwas gebracht? Ja, zuerst habe ich eine lebendige Beziehung gefunden zu Jesus, dann die Erika ein paar Monate später. Und dann haben wir eine neue Grundlage gehabt, die Grundlage von der Vergebung. Und wo die Erika dann eine Einsicht gehabt hat, musst du selber vielleicht davon erzählen, haben wir anfangen zu arbeiten. Also, was mir noch in den Sinn kam, ist, da hat bei mir alle Logik nichts genützt. Ja, also wir haben ja erst geheiratet. Wenn er jemand anderen hätte wollen, hätte er mich ja gar nicht müssen heiraten. Das hat überhaupt nichts genützt. Das war eine Sucht. Und ich habe, bis ich zum Glauben kam bei Jesus, habe ich immer den Eindruck gehabt, also ich bin im Recht. Und erst als ich dann Jesus kennengelernt habe, habe ich einfach erkannt, das ist mein Fehler und ich musste daran arbeiten oder wir miteinander. Also wie meinst du das im Recht, in Form von er macht es falsch und du darfst ja diese Frage stellen? Ich habe einfach gezweifelt, dass er mir treu ist. Und ja. Ich habe nachher irgendwie erst so ein bisschen die Erkenntnis gehabt, ja hallo, was machst du da? Nein, also er ist ja völlig unvernünftig. Und das ist Schuld, die ich auf mich lade, wenn ich ihn immer anklage. Und wir haben dann dürfen lernen, einander vergeben und immer wieder neu starten. Wir haben dann einander, oder der Johannes hat dann, vielleicht musst du das erzählen. Ja, ich habe dann, wir haben zusammen etwas herausgefunden, das uns geholfen hat, dass sie einmal fragen, wenn ich heimkomme und ich einmal Antwort gebe und dann fertig. Und wenn sie nochmal fragen, gehe ich zum Zimmer raus. Und manchmal ist sie stinkhässig geworden, wenn sie nur einmal fragen dürfen. Aber wir haben das durchgezogen und mit Gottes Hilfe, mit dem wir einander vergeben können, dass wir beten können, alles miteinander ist über Jahre hinweg ist die Ehe gesund geworden. Ja, also das war ein längerer Prozess. Was würde ihr sagen? Wie lange war der? Ich habe noch Gott sei Dank seltener Anfälle gehabt. Da war schon unsere ältere Tochter, glaube ich, etwa 12 gewesen. Ja. Und dort hatte ich noch mal ganz einen bösen Absturz gehabt. Und das hat mir dann auch noch mal die Augen geöffnet. Und ja, dann habe ich dann langsam wirklich heil werden. Ja, das war ein Ringen über Jahre. Und trotzdem sind ihr dran geblieben und haben irgendwie gekämpft für das. Für was haben ihr gekämpft? Ja, wir sind so erzogen worden, dass man die nicht aufgibt. Und
haben auch eine Vision für unsere Ehe und haben unter keinen Umständen die Ehe aufgeben. Wir haben gesagt, es gibt keinen Notausgang, oder? Und das hat uns sicher geholfen, da drin zu bleiben. Jetzt, wenn man so mit drinnen ist, eben, ihr habt irgendwie gesagt, die Strategien sind da gewesen, aber sie haben ja gleich zum Teil nicht funktioniert. Vergebung ist ja so ein Wort, das man noch schnell oder noch gern braucht. Wie hat das konkret funktioniert? Ich stelle es mir jetzt nicht ganz einfach vor, also wenn der Mann im Zimmer hinten verschwindet und findet so, ich habe jetzt einmal geantwortet und du solltest mir jetzt noch vergeben dafür. Also wie funktioniert das? Ja, meine Güte, das war mega schwierig. Ich habe natürlich gekocht. Ich habe sicher etwa 10 Minuten hat es bei mir da innen, ist alles abgelaufen. Und nachher konnte ich ruhiger werden und bin nachher mega dankbar gewesen, weil wir haben dann nachher am Nachmittag zusammen etwas unternehmen oder einfach unsere Freizeit geniessen. Und ja, und die Vergebung war für uns beide ganz ein wichtiges Element gewesen. Ich konnte ihm vergeben, dass er rausgelaufen ist und er hat mir immer wieder vergeben, wenn ich wieder ausgeartet bin. Am Anfang war das vielleicht von 3 Mal habe ich einmal einen Sieg haben und dann so ist es weitergegangen. Und ich bin viel, wenn ich gewusst, dass Johannes zu Abend heimkommt, ins Gebet vorher und habe gesagt, Jesus, hilf mir, mein dummes Maul mal zu behalten. Und so habe ich langsam frei werden. Ja, nach der Bibel ist ja Vergebung nicht eine Option, sondern ist ja ein Auftrag. Also lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorne, also schlafen nicht ein, bevor ihr einander vergeben habt. Und wo wir ja zum Glauben gekommen sind, haben wir uns vorgenommen, uns das Ehe versuchen nach dem Wort Gottes auszurichten. Also hat es gar keine Option gegeben, nicht zu vergeben. Und das habt ihr geschafft? In der Regel ja. In der Regel mit ein paar Ausnahmen? Ja, natürlich. Wie haben das geschafft, in dieser ganzen Zeit immer wieder das Vertrauen auch zu bilden drinnen, dass ihr irgendwie auf einem guten, gesunden Weg sind und dass es auch besser kommt? Die Hoffnung vielleicht, Vertrauen, Hoffnung irgendwo durch, wenn etwas zerbricht. Vergeben ist ja das eine, aber nachher auch wieder irgendwie zu hoffen und zu vertrauen, hey, es gibt eine Perspektive. Ja, wir sind natürlich auch sehr unterschiedlich gewesen, wir zwei, oder? Und heute sind wir ein bisschen weniger unterschiedlich, weil wir ein bisschen mehr zusammengewachsen sind. Nach 50 Jahren ist das so. Aber in der Unterschiedlichkeit der Qualität von der Ergänzung zu entdecken, das war wie eine Schatzsuche gewesen. Parallel zum Heilwerden von der Eifersucht und von der Verletzung ist es eine Schatzsuche gewesen. Wie können wir einander ergänzen und was bedeutet unsere Ergänzung und wie erfüllt uns die Ergänzung? Das hat uns enorm geholfen. Wo hast du den Johannes denn ergänzt? Ja, das musste ich dann zuerst herausfinden. Ja, der Johannes ist sehr, also ich glaube, ich muss ja das nicht sagen, zuerst sehr ein Draufgänger gewesen, und ich bin das Gegenteil gewesen. Und der Johannes hat damit immer gesagt, ja, wenn beide so wären wie er, dann hätte er schon längstens einen Herzinfarkt. Und wenn beide so gewesen wären wie ich, ja, dann wäre wahrscheinlich fast nichts gelaufen. Und so hat er mich rausholen können. Ich denke, ich bin heute ganz anders. Ja, schon. Ich kann mich auftauen. Und der Johannes hat sich auch verändert. Wir haben uns irgendwie, weiß auch nicht, angeglichen. Das ist wunderbar. Was ist der Teil, wo du ihm ein bisschen gegeben hast? Wo du so gefunden hast, hey, da hat er ein bisschen eben sein Draufgängerische vielleicht ein bisschen zu reduzieren? Oder wo hast du die Balance drin hineingebracht? Indem ich selber mich rausgewagt habe. Ja, indem ich mich selber entwickelt habe als Persönlichkeit. Ja.
und indem ich meinen Platz auch bekommen habe oder hatte. Ja. Für dich hat es immer wieder viel Verständnis gebraucht. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Johannes, du hast Erika manchmal als Bremsklotz erlebt. Ja, genau. Das ist ein harter Ausdruck. Ein harter Ausdruck, aber das habe ich so erlebt. Aber heute, wenn ich zurückschaue, bin ich sehr dankbar, dass die Erika mich gebremst hat. Eben ohne, dass mich die Erika gebremst hat, wäre ich auf der Strecke geblieben. Und das war ja eine der Hauptergänzungen, dass die Erika mich gebremst hat und ich das gesehen als einen Bremsklotz, aber im Nachhinein gesehen, dass es mir gut da hat. Ich hätte sofort den Weg gegründet, wo wir geheiratet sind und weiss ich was alles und habe einen Haufen Visionen gehabt, einen Haufen Träume, einen Haufen, was man alles machen kann und bin Chaot, oder? Und wollte vorwärts drängen und meine Frau hat mich gebremst und ich konnte sie dafür ein bisschen rausholen. Und das ist eine wunderbare Ergänzung. Und ist ja immer noch genug daraus entstanden, oder? Ja, genau. Es hat einen Moment gegeben, wo eben die Balance extrem wichtig war. Johannes, du hast einen Nervenzusammenbruch gehabt. Wie hat dich die Erika in dieser Zeit unterstützt? Ja, sie hat mich unterstützt, indem sie zu meiner Seite war, aber nicht fromme Sprüche gemacht hat und es kommt schon gut und es kommt wieder und wir machen es schon gut und es kommt schon wieder und so weiter, was man so hört, sondern einfach mir zur Seite gestanden ist und mich geschützt hat gegen aussen. Ja. Das hat mir enorm geholfen. Wie hat sich der Nervenzusammenbruch genau gezeigt? Also du sagst geschützt. Von was hast du geschützt werden? Ja, wenn wir dann Einladungen hatten und ich nicht mehr gehen konnte, ich nicht mehr mögen, oder vor Telefonanrufen, vor Aufforderungen, noch etwas zu machen, noch Einladungen und so weiter, hat sie dann abgesagt und geschaut, dass ich einfach wieder langsam gesund werden kann. Heute würde man natürlich sagen, ein Burnout. Erika, ich kann mir vorstellen, dass es dich enorm viel Kraft braucht. Also irgendwie für zwei. Ihr habt auch eine Family gehabt in dieser Zeit schon. Wie hast du diese Phase erlebt? Da ist natürlich dann Depression dazugekommen, die Johannes hatte. Die war gleichzeitig? Die war ein bisschen voran. Also, ja. Und ja, wie Johannes gesagt hat, ich habe einfach versucht, für ihn da zu sein und habe das Telefon übernommen. Und ich bin auch da für die kleinen Kinder, die wir hier noch hatten. Und ja, ich habe das einfach mit ihm zusammengetragen. Ich habe versucht, einfach auch, wenn ich ihn gefragt habe, wie kann ich dir helfen, habe ich versucht, das auch zu tun. Aber es war nicht einfach. Nein, ich bin auch nicht einfach immer drüber gestanden. Ich bin viel auch einfach zu Gott gegangen und habe ihm Not gesagt und habe so an mich auch in dieser Situation wieder Ruhe bekommen. Obwohl die Situation hat sich dann noch nicht verändert hatte, aber ich konnte wieder anders daran herangehen. Da innen hat es wahrscheinlich ganz viele Leute, die manchmal auch in so herausfordernden Situationen drin sind, wo ein Partner am Leiden ist. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Was ist für sie wichtig in dem Moment, wo sie einen leidenden Partner haben? Selber schauen, dass dir gut geht, also gut geht in dem Ganzen hinein. Macht ja auch etwas mit einem, aber auch versuchen einfach da zu sein für den Partner, aber sich auch wieder zu lösen. Wenn du Familie hast, kannst du nicht immer nur beim Partner sein, auch dann mit dem Kind unterwegs sein, dich wieder ein Stück weit zu lösen und ja, einfach ihn spüren lassen oder sie spüren lassen, dass du da bist, dass du zu ihm stehst und dass du, wenn er will, auch mit ihm bettest oder allein, einfach das, was er braucht. Du hast mir ein ganz konkretes Beispiel gesagt dort in unserem Vorgespräch, wie du das so gemacht hast, wie du den Johannes gesagt hast, ist gut und nachher bist du irgendwie auf den Spielplatz gegangen. Kannst du die
Geschichte vielleicht auch einmal erzählen, wie du das so ein bisschen gehandelt hast, auch als Familienmutter in dem Moment? Ja, wir sind viel miteinander in der Stube hineingehöckelt und ja, eben, ich bin einfach da gewesen. Und dann, wenn ich gespürt habe, ja mal, jetzt kannst du gehen, oder, also jetzt kannst du gehen. Ich habe einmal schon gesagt, es ist gut, wenn ich jetzt ein bisschen rausgehe. Und dann habe ich mich wirklich auch wieder gelöst und bin mit den Kindern gegangen. Weil sie sind da noch zu klein gewesen, um das zu sagen, du weisst, der Papi hat das und das. Und bei mir war es auch schön, mich selber hat es nicht abgezogen. Ich durfte stabil bleiben. Ich konnte, denke ich, für die Kinder das Mami sein und für den Johannes ja, einfach so da, wie er es gebraucht hat. Ja. Und ich habe auch noch in dieser Zeit von der Depression von Johannes habe ich mit meinem Schwiegermami geredet, weil der Vater von Johannes ist depressiv gewesen, und haben sie gefragt, wie sie in solchen Situationen mit ihrem Mann umgegangen ist. Und das hat mir mega viel geholfen. Ja. Stark. Auch wie du das so durchgelebt hast und eben wie du dir auch Hilfe in Anspruch genommen hast. Ich habe natürlich am Anfang noch nicht gewusst, was das ist, Depression. Oder einfach so Tiefs. Und ich habe dann den Johannes gefragt, du, ist es wegen mir, mache ich etwas falsch? Und er hat mir dann einmal erklärt, was das genau ist. Und er hat mir dann versprochen, dass er mir sagt, wenn er merkt, dass wieder so ein Tief kommt. Und das hat mir natürlich dann sehr geholfen. Johannes, hat Erika in dieser Situation, würdest du sagen, alles richtig gemacht? Wenn du jetzt als leidender Partner kannst sagen, oder gibt es etwas, wo man speziell darauf achten muss, wo Erika jetzt nicht gesagt hat? Nein, ist das, was sie gesagt hat, wo sie mir helfen können, indem sie nicht irgendwie so weise Ratschläge gegeben hat, das wären dann eben Schläge gewesen, oder? Sondern einfach das ausgehalten haben mit mir zusammen. Und das war wieder die Ergänzung. Sie ist ja die Seelsorgerin, oder? Und ich bin nicht der Seelsorger, oder? Und sie hat dann so viel Verständnis und Geduld gehabt mit mir, und das war fantastisch gewesen, ja. Ihr habt auch da wieder geschafft, eure Strategien zurechtzulegen. Was war die Strategie nach dem Nervenzusammenbruch, dass so etwas nicht wieder passiert? Also die Depression war ja Spontanheilung, das ist das eine, oder? Und das andere ist der Nervenzusammenbruch, und da war klar, ich habe den Schabbat nicht gehalten. Das heisst, ich habe 7 Tage in der Woche durchgearbeitet und ich habe viel zu viel gearbeitet. Und dann war klar für mich, von jetzt wären alle Stunden aufgeschrieben und von jetzt arbeite ich nur noch 6 Tage in der Woche. Und das hat geklappt? Das hat geklappt, ja. Ohne Hilfe von dir, Erika? Ich habe dann schon einmal gesagt, du hast nie Zeit für mich. Ja, das habe ich dann schon einmal gesagt. Ja. Bis er dann einmal er hat das Zeug ja aufgeschrieben und mir dann aufgezeigt hat, schau mal, dann bin ich da gewesen und dann bin ich da gewesen. Und das hat mir dann natürlich schon auch wieder die Augen geöffnet. Das war vielleicht eine spannende Sache, oder? Wo sie gesagt hat, du bist nie daheim. Und ich gesagt, okay, wir schreiben die Stunden auf, wie viel Mal ich daheim bin, oder? Und dann habe ich ihr die Stunden gezeigt und gesagt, schau, ich bin genug daheim. Und dann war aber die Frage, wie bist du denn daheim, um Himmels Willen? Bist du daheim oder bist du nicht daheim mit den Gedanken? Das ist das Problem. Ja. Das Problem ist meistens nicht die Anzahl Stunden, sondern wie bist du wirklich daheim? Und das habe ich auch lernen. Daheim auch abschalten vom Arbeiten und nicht noch erreichbar sein und so. Ja. Ja. Ihr habt das ja dann auch zum Rhythmus gemacht. Wie habt ihr das konkret in eurer Family nachher umgesetzt? Also immer am Donnerstagabend war Raclette-Abend. Da ist immer, hat nichts einfach dazwischen Donnerstagabend das Raclette gegeben. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das war ein ganz spezieller Abend, ja, wo man austauschen konnte, wo man lachen miteinander, wo wir einander Würstchen geklaut haben auf dem Raclette-Grill und so weiter. Ja.
Gehört das so zum Oberthema, wo dir wichtig ist? Du hast ganz am Anfang gesagt, Johannes, ihr habt eine Vision gehabt für eure Ehe. Du hast mir gesagt, du hast ganz konkret für eure Ehe oder eure Family eine Vision gehabt. Die hat geheißen, My Home is my Castle, so der beschützte Ort zu bilden. Hat der am Donnerstagabend speziell stattgefunden oder wie hat das genau ausgesehen, die Vision in eurem Leben? Das mit dieser Raclette-Übung ist natürlich dann erst gekommen, so konkret, wo unsere Kinder auch in dem Alter waren, wo man das machen konnte. Aber «My home is my castle», das war mein Motto von Anfang an. Ich bin in allererster Linie zuständig für meine Familie, für meine Kinder und für meinen Mann. Ich habe das nie gesehen, jetzt für mich, die Tür fallen in die Hand, ich gehe und er kommt. Und ja, in den ersten Jahren, wo unsere Kinder noch klein waren, bin ich voll Mami gewesen. Und je älter dass sie dann geworden sind, desto mehr konnte ich auch in der Kirche mitarbeiten. Aber das war mir heilig gewesen. Mhm. Johannes, du hast am Anfang eben gesagt, ihr habt eine Vision auch für eure Ehe gehabt. Wie hat die konkret ausgesehen? Ja, wir wollen einfach unsere Ehe eine gute Ehe haben. Eine Ehe, die auch Ausstrahlung hat gegen aussen. Eine Ehe, die auch ein Nest gibt für unsere Kinder. Das ist das Wichtigste. Und dass die Vision von unserer Ehe, wie sie soll sein, hat uns durch viele Tiefs durchgeholfen. Hat uns auch mir durch viele Versuchungen durchgeholfen. Der Versuchung eben zu widerstehen und zu sagen, nein, meine Vision von der Ehe lasse ich nicht auf der Strecke fallen. Wie macht man das konkret? So eine Vision für die Ehe? In der Vorbereitung habe ich das mal so in ChatGPT hineingegeben. Nachher haben sie mir empfohlen, ein Vision Board zu machen für die Ehe. Haben Sie ein Vision Board gemacht vor 50 Jahren? Nein, das ist nicht so kompliziert. Sondern wir haben gesehen, wir wollen gerne eine Ehe führen, die hebt, und wir wollen gerne eine Ehe führen, die mehr als hebt, sondern auch erfüllend ist, gegenseitig, wo wir beide ehren und beide können wachsen und beide sich können entwickeln. Mhm. Aber das haben wir da nicht irgendwie aufgeschrieben oder weiss ich was gemacht, sondern einfach, das hat uns ihnen gewohnt. Und der Anteil für andere Menschen da sein, das hast du im Vorgespräch noch so ein bisschen gesagt, der ist dir auch immer wichtig gewesen. Also, dass eure Ehe nicht einfach nur Selbstzweck ist für euch, sondern auch immer soll Platz haben für andere Menschen. Das hat euch ja sehr viel gekostet. Da kennen wir viele Geschichten darüber, auch wie viele Leute bei euch ein- und ausgegangen sind. Wie viel hat das eure Ehe jetzt, wenn ihr zurückschaut, nach 50 Jahren gekostet? Oder wie viel habt ihr auch davon profitieren können? Der erste Versuch, jemanden aufzunehmen, ist gründlich in die Hose gegangen. Wir haben einen kleinen Bub aufgenommen. Wie alt war er? 2,5, gleich alt wie unsere Tochter. 2,5, der Peterli, oder? Und das war so ein Extravertierter wie ich, aber ein kleiner Bub. Und wenn ich heimgekommen bin vom Arbeiten, ist er auf dem Salontisch oben gestanden und hat getäubelt. Und meine Frau ist langsam dran kaputt gegangen. Bis ich so sagen, jetzt ist fertig, jetzt müssen wir aufhören, der Mutter mitteilen, wir können den Bub nicht mehr haben. Das ist in die Hose gegangen. Das war zu früh. Meine Frau langt mich an, sie wollte etwas sagen. Ja, das war für mich ganz, ganz eine verrückte Zeit. Im Voraus habe ich immer gedacht, ja, andere Kinder muss man doch einfach gern haben. Oder? Und dann haben wir den Bub aufgenommen und ich habe von Anfang an schon gemerkt, zwischen uns hält es nicht. Und dann, als Johannes eben gesagt hat, du, jetzt musst du dich entscheiden, habe ich einmal mit meinem Schwager telefoniert. Und der hat ja auch gewusst, so ein bisschen von dieser Situation. Und dann hat er die entscheidende Frage gestellt, nicht jede Not ist deine Aufgabe. Und dann konnte ich mich entscheiden. Und das hat mich ganz viel gelehrt, dass das nicht einfach selbstverständlich ist, dass man einfach alle Kinder gerne haben kann. Später, als unsere Kinder grösser waren und wir beide reifer, haben wir dann immer wieder Leute von der Randgruppe bei uns zu Hause gehabt. Wir haben auch junge Frauen bei uns aufgenommen, monateweise. Und das hat unseren Kindern gut getan.
sagen sie heute, das ist für sie eine gute Erfahrung gewesen. Ja, weil sie gelernt hat zu teilen und weil sie gelernt hat, wie man sich um andere Menschen kümmert. Ja. Und wir haben, das hat unsere Ehe bereichert. Und so haben wir auch das, was eigentlich unserer Ehe gewachsen ist, aber erst dann, was gewachsen ist, können weitergehen und teilen an andere Menschen. Wo natürlich viele auch davon von der Randgruppe waren. Ja. Schön hat es gesehen, wie eine Ehe durch das auch bereichert sein, wenn man sich so verschenken kann. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, ihr würdet auch über Sexualität reden, darum spreche ich das Thema an. Wieso muss man über Sex auf einer Bühne reden, Johannes? Wieso? Ja, weil man sonst nie darüber reden so. Also wir reden schon darüber, aber am falschen Ort manchmal und in der falschen Art. Aber ich finde, das dürfen wir offen darüber reden. Was sind die Herausforderungen in eurem Sexleben? Also. Ich frage, weil ihr habt gesagt, ich darf. Ich mag mich zurückerinnern, wo der Johannes so voll im Dienst war oder auch vorher schon im anderen Beruf noch. Und dann habe ich einmal, ich wäre gerne mehr mit ihm zusammen gewesen und dann hat er manchmal nicht mögen. Und dann später hat es gekehrt. Aber über alles gesehen darf ich sagen, wir haben eine schöne Sexualität, auch heute noch. Vielleicht sie hat sich verändert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal keine Lust habe und der Johannes würde gerne mit mir zusammen sein, das spüre ich ja einmal schon Stunden vorher. Und dann manchmal tue ich den ihm zu lieb und ich erlebe eigentlich ganz, ganz selten, dass ich nachher muss sagen, heute war nicht gut gewesen. Eigentlich haben wir immer eine schöne Sexualität. Das Schwierigste war die Kinderphase. Da bist du auch müde gewesen und ich habe sehr viel gearbeitet und dann sind wir eben, wann können wir jetzt, wann wollen wir nicht. Was wir nie gemacht haben, ist da die blöden Statistiken, wie manchmal in der Woche oder weiss ich was. Das ist alles Quatsch. Aber dann, wenn die Kinder klein waren, hast du ja nie gewusst, wenn sie ins Zimmer kommen und abschliessen, hast du ja auch nicht wollen, weil dann stehen sie vor geschlossenen Türen. Und dann ab und zu haben wir ein günstiges Hotel genommen in Zürich und meine Eltern haben dann zu den Kindern geschaut. So praktisch kann es sein? So einfach. Nicht immer einfach. Oder die neue Story, das weiss der Hannes noch nicht. Okay. Wenn wir sie hören. Nein. Ich habe mich gestern mit einer der Töchter getroffen und dann haben wir es auch irgendwie ein bisschen von dem gehabt. Und dann sagt sie, weisst, ihr seid manchmal miteinander etwas essen und haben ein bisschen Wein gehabt. Und dann so die Art, wie wir heimgekommen sind, habe ich genau gespürt, oha, jetzt passiert nichts. Ja, die Kinder merken es dann eben gleich. Ihr habt mir gesagt, eben, es darf sich ja auch verändern, wie du jetzt vorher gesagt hast. Und auch da habe ich es wieder spannend gefunden, irgendwie sich wieder gewisse Strategien zutun, eben dann halt mal ein Hotel nehmen dafür, dass man wieder Zeit hat dafür oder so. Ich finde das beeindruckend, wie ihr das immer wieder geschafft habt, eben auch irgendwie anzuschauen, Lösungen zu erarbeiten und irgendwo durch Wege zu finden miteinander. Zuletzt vielleicht jemand darf antworten. Was würde er sagen, ist die grösste Herausforderung oder eine von diesen Herausforderungen gewesen, wo er zurückschaut und sagt, hey, das ist schwierig in unserer Ehe und was ist euch am besten gelungen in eurer Ehe? Ja, das Schwierigste war sicher das Zeitmanagement von mir. Ich denke, das ist am wenigsten gut gelungen. Und das Beste war, dass wir wirklich einfach auch die Bibel als Leitfaden genommen haben, wo steht, Christus nahm euch an, so nehmt auch ihr einander an, ist so das Beispiel, oder?
Also immer wieder einander annehmen, immer wieder Ja sagen zu der Unterschiedlichkeit voneinander. Auch dort, wo dann die Unterschiedlichkeit nicht nur ergänzend ist, sondern auch nervt. Also immer wieder haben wir das, was ich predigt habe, den Hochzeiten der Leute, auch wirklich versucht, in unserem Leben umzusetzen. Und das hat sicher Stabilität gegeben. Auch wenn es manchmal hast recht auf die Lippen gebissen. Das ist noch gut an der Hochzeitspredigt, oder? Da muss man sich selber immer reflektieren. Erika, was würdest du sagen? Bei mir ist es sicher immer wieder die Vergebung. Ja. Einer von den wichtigsten Punkten. Ja. Also wenn wir irgendwie jetzt Meinungsverschiedenheiten hatten und es mir nicht haben können, wieder in Ordnung bringen am Abend, dann ist das Erste, was bei mir wieder kam, am Morgen. Ja. Ja. Vergebung. Immer wieder vergeben und wieder vorwärts gehen. Untereinander nicht vorheben, oh, jetzt hast du schon wieder. Ja. Wobei ich also muss sagen, dass meine Frau in dem Sinne viel stärker war als ich. Also immer noch viel stärker ist. Sie kann wirklich nicht einschlafen, ohne dass wir den Frieden haben. Ich könnte dann schon auf die Seite liegen und Tschüss sagen. Aber für sie ist es viel schwieriger und darum sagt sie, komm, lass uns reden. Oder? Ja. Das ist vielleicht ein Punkt, der manchmal in der Ehe auch ein bisschen schwierig ist, aber das kennen viele, nehme ich an, dass meine Frau sehr viel reden will, oder? Und ich dann manchmal das Gefühl habe... Es kann also auch umgekehrt sein. Können wir das auch in der Kurzversion haben? Was würdet ihr so abschliessend gerne unserer Kirche noch mit auf den Weg geben? Also ich möchte alle jungen Pärchen ermutigen, an der Ehe dran zu bleiben, auszuhalten, wirklich auszuhalten, wenn es schwierige Phasen gibt. Oder vor allem denke ich auch, wenn man frisch geheiratet ist, der eine stellt das Zahnbürstchen so rein und der andere so, dass man einander auch Zeit lassen muss. Aber ich möchte auch ermutigen, wenn es wirklich, oder bevor es schwierig wird, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ist egal, was man ist, Pastoren, Ehepaar oder Ärzte-Ehepaar oder was auch immer. Wir sind alles Menschen und wir brauchen einander. Mut haben, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, und wir haben ja gekämpft um so eine Ehe. Es ist uns gelungen, mit Gottes Hilfe. Und es ist mir bewusst, dass da innen Leute sitzen, wo es eben nicht gelungen ist, wo es eben zur Scheidung gekommen ist. Und ich bin ganz ehrlich auch schon in der Situation gewesen, dass ich sehe, dass ein oder das andere dermaßen stark leidet unter der Ehe, dass ich selber schon davon geredet habe, wäre es nicht besser auseinanderzugehen. Also nicht, dass jetzt jemand auseinander rausgeht heute und sagt, ich habe es nicht geschafft, ich bin der böse Mann, der böse Frau, sondern es gibt Situationen im Leben, wo man es nicht schafft und das ist mir klar. Und für das haben wir auch Verständnis, wenn wir auch parallel dazu für jede Ehe kämpfen. Schön. Danke euch vielmals für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Ihr habt gesagt, ihr würdet gerne für uns auch beten. Darum lasst uns doch aufstehen. Ja, Vater im Himmel, danke dir, dass du unsere Ehe bewahrt hast bis zum heutigen Tag. Auch durch grobe Versuchungen hindurch, gerade in Asien, durch schwierige Zeiten hindurch. Und ich möchte, dass es das nicht zum Hammer wird für Menschen, die da sind, sondern zu einer Ermutigung für Menschen, die in einer Ehe stehen, aber auch Menschen, junge Menschen, die vor der Ehe stehen, vielleicht auch noch nicht in einer Beziehung sind. Dass sie Hoffnung schaffen können, Hoffnung schöpfen und können auf dich vertrauen und mit dem Wort zusammen eine Ehe gründen. Ich bitte dich für die jetzt traurig sind, weil ihre Ehe in Bruch sind und für die, wo ihr Partner gestorben ist, ich bitte dich, dass du sie segnest. Amen.